Okay, bonjour. EU Blind Date. Haut mam. Joey Niels. Tilly Metz. Wo sind wir heute, Joey? Ich gebe es auf der schönsten Platz. Ich bin immer am Ländchen, mit so ein Schlummel hier an der Gemeinde Bertreff. Das sieht dann an dem Fall dann auch... Bürgermeister von der Gemeinde Bertreff. Dann auch nicht nur Bürgermeister. Gérant vom Sport- und Naturhotel Trailin heute zu Bertreff. Bertreff. Tilly Metz. Ja, ich bin am Europaparlament für die Grünen seit Juli 2018 und ich bin am Transport- und Tourismusausschuss. Also, wie sieht ihr vielleicht auch den Zusammenhang? Wir werden mal ein bisschen Gesprächsstoff haben. Joey, vielleicht als Anfang erklär uns, wer das besonders in der Region und der Platz, wo wir sind, und einem Hotel. Das ist ja kein klassisches Chain, mit tut ja aber gewisse Flair für sich mal Eis an dem Tilly dem Menü zu bringen. Ich gebe mir die Charakteristik von Müllertal, die sehen wir heute am besten auf dieser Platz. Das sind Felsen, das sind als bizarre Felsformationen, die wir hier haben. Das ist immer ein schönes Wandergebiet, der Müllertal Trail, in den letzten 10 Jahren immer mehr bekannt gehen, gerade für Leute aus der Großregion, für hier wandern zu kommen. Und wir am Hotel, wir haben von Nigenas gemerkt, wie uns auf die Leute angestellt über die letzten Jahre. Und sind am ganz Jahr für die da. Für die zu enkadrieren, für denen gut zu essen zu gehen und auch für mit denen rauszugehen, hier an den Busch, mit denen Guidage zu machen und Aktivitäten dabei zu machen. Das ist also, wie sieht Ideen durch die Region bei dir? Keine traditionelle Visite-Ideen, aber wenn die Leute kommen, da können sie sehr mit dem Mountainbike oder zu Fuß Trail sich eben mit uns bewegen. Natürlich organisieren Tiere. Wir machen das immer ein bisschen mehr locker, da geht kein viel mit einem Pendelche viel mehr. Ich erzähle nicht mehr Anekdoten von hier, ich erzähle noch Sachen, wie sie hier am Alltag geschehen. Ich gehe natürlich das ist auch viel so aufgefallen dabei? Nein, von meinen Leuten noch nicht. Das wäre auch schlecht für mich, weil da wäre kleiner noch Männer. Schlecht PR. Voilà. Nee, das Mädchen, wir sind ein bisschen mehr lockeren. Wir haben ein bisschen mehr lockere Haltung, aber wir wollen, dass die Klima sich hier daheim spielt. Und wir wollen ihn als heimisch, als Natur hier bringen. Und natürlich immer am Hintergedanken, dass es oft die Menschen zurückkommt und hier schön dich verbringt. Mhm. Tilly sagt gerade, sie ist Member am Tourismus- und Transportausschuss vom Europäischen Parlament. Hast du eine Idee, was den Zusammenhang ist mit ihrer Arbeit, wie einen Zusammenhang mit Europa an ihrem Quotidien oder echt nicht? Natürlich, die meisten Leute wissen, wer dir am Europaparlament macht, die wir haben, und dann geschweige wer dann in die Kommission, die geschieht oder dezidiert wird. Wir sind hier im Terrain, ich bin wirklich an der Front, schaffen hier mit den Touristen, ich kriege direkt Reaktionen zu spüren, auch von einer Krise im Moment. Ich denke, dass die andere Kulisse schafft, die man da auf reglementarer Basis oder ja, über die Grenze wäschen. Natürlich kümmert sich nicht um Lützburg, mehr in Europa. Da gehen echte Reglementer gemacht, manches Wissen über Grenze vielleicht oder auch Stornierungsbedingungen vielleicht, gerade was den Tourismus so geht, der den Akteuren am Anfang echt hilft, an Sachen ausschafft, wo den Tourist einfach den Akteur Hilfe kriegt auf der Basis. War super, ja. Da ist schon ganz viel beschrieben, was wir effektiv machen, was die Leute höchstwahrscheinlich Männer mit tun und dafür sind ich auch umso mehr froh, dass ich kann heißen, besonders in der ganzen Covid-Krise, wo ich auch weiß, dass der Tourismus von den Sektoren ist, den am Herzen betroffen ist. In Europa sind über 6 Millionen Plätze gefahren, wenn es der ganzen Covid-Krise. Da kann ich natürlich dafür auch machen, dass man nicht schnell genug, nicht koordiniert genug reagiert als Europäische Union. Mehr aber am Mai hat effektiv schon die Europäische Union, Kommission und noch unterstützt vom Europaparlament wirklich ein Tourismus-Package vorgelöst. Das heißt, wie können wir den Leuten ermöglichen, zu reisen, was sind Guidelines sowohl an den Transportmitteln, was sind Guidelines auch an den Hotels, an den Restaurants. Aber was natürlich viel Leute aufgefallen ist, was natürlich auch schlecht für den Tourismus wäre, dass wie einzelne Memberstaaten einmal dezidiert haben, Grenzen so zu machen. Das war etwas, was mich schockiert hat. Ich muss klar so wie das ist. Das ist aber Kompetenz gewesen von den Memberstaaten, nicht von der Europäischen
Europäischer Union, méi dat mir natürlich stark regrettéiert, da wo man da doch ganz klar kommunikéiert hun. Lo geht natürlich Strom auch an dem Recovery-Plan fir weke joch finanziell Mittel. Wir mussssen de Sektor unterstützen, weil er eben so viel gelitten huet. Wir müssen noch die Opportunität, ja, die Möglichkeit, die man vielleicht lo hun, auch für wirklich nachhaltigen Tourismus, genauso wie am Anfang noch beschrieben, das hat mir gut gefallen, nachhaltigen Tourismus, accessiblen Tourismus, der Tisch, den barrierefrei ist, und einfach den Leuten können leisten, sowohl was den Transport, wie was auch Möglichkeiten und Notellen und so weiter. Und dafür muss man lo den Sektor auch wirklich finanziell unterstützen. Du hast vom Recovery-Plan geschwärzt, vielleicht schauen wir mal Joey, Recovery, aber inwiefern wird dann ein Trailing-Hotel Recovery neidisch, wie sie dir wird die Krise kommen? Also wie guckst du, ob die letzten Monate zurück? Ich bin heute froh, für zu sagen, mit ganz viel Arbeit. Ich gucke nicht auf die letzten Monate zurück. Das heißt, wir werden überrascht, nur dem Lockdown. Wir werden im Lockdown geschafft, wir haben all das geschafft, wir haben Lieferdienste gemacht, dann Take-Out gemacht, also Takeawayen. Wir hatten natürlich einen Teil von unserer Equipe an einer Chômage partiell, weil das geholfen hat, finanziell mit den Einnahmen, Einbüßungen, die wir hatten, trotzdem über die Runde zu kommen, und so dass wir heute an sich gut durchstehen. An den Tag, wo wir dürfen abmachen, sind wir überlaufen gehen bis heute, dank dem Wetter auch und dank dem Tourismus, also dank den Touristen, die am Anfang den Schwar getroffen haben. Als Plan B nicht an Spanien vielleicht oder sonst die bekannten europäischen Destinationen zu gehen, mehr an der Möllerdal zu kommen, weil sie hier irgendwie sich geschützt spüren an der Natur, wenig Risiko gesehen für sich umzustärken. Und das gebe ich so in einer ganzen Situation für uns als Australien große Plus gewirkt. Und dann aber auch schlussendlich die Aktionen, die hier im Land natürlich viel beruhigt hat, dass die Bongen, die 50 € Bongen, die alle Mönch oder jeder in den hier im Land schafft, gut, denen hat natürlich als geholfen, die Lächer, die durch die Insel Grenzschließungen oder Risikoländer entstanden sind, für die Lächer zu füllen. Und als dadurch trotzdem ein ganz gut akzeptable Saison zu liefern. Wir sind ganz positiv gestimmt. Ich denke, dass die größte Gewinner von dieser Krise gerade den nachhaltigen Tourismus sind. Nicht die Hotspots, die am meisten drin gelitten haben, das ist ganz klar. Spanien, Griechenland, Frankreich, was wirklich Hotspots sind, wo ganz viele Leute große Vakanzen dann am Sommer machen. Wir sind als kleine Außenseiter, die sowieso noch nicht so bekannt, weil sie mehr bekannt gehen an dieser Zeit. Aber wir kriegen einen Tourismus hin, den wir am Anfang immer Gesicht tun. Das heißt, Leute, die die Natur gerne haben, die sich gerne in der Natur bewegen und die Natur zu schätzen wissen. Und ich meine, wenn die etwas ein bisschen erkennen an der Krise, dann ist es die Tendenz, dass Leute an der Natur geflüchtet sind. Und auch das respektieren und schätzen, wenn sie auf so einem Platz wie hier sind und sich da wohlspüren. Wie begleitet das Europäische Parlament das Entwicklung? Ja, ganz genau. Wir hätten gerne als Green zum Beispiel gerne gehabt, an dem neuen Budget für die Europäische Union. Als Green am Europäischen Parlament. Ja, auch national. Da die wirklich ein extra Budgetlinie vorgesehen für den nachhaltigen Tourismus zu unterstützen. Das ist so, dass verschiedene Fonds da sind für Betriebe, die können holen, für den Tourismus zu fördern. Wir hätten lieber eine spezifische Linie dazu gehabt. Da wäre doch mir klar gewesen für die mittler kleinen Betriebe, du gibt etwas, okay, du kann ich wirklich mich wenden und du kann ich dann noch so kriegen für den nachhaltigen Tourismus zu unterstützen. Und gesagt, den Hai, dass der nicht muss weit laufen für neue Sachen zu entdecken. Also die Vue, die ihr Hai hört, die Felsen, die ihr Hai hört, sind wir nicht weit gefahren, dann hast du Hai. Warst du schon mal Hai? Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dieser Platz Hai war ich nicht so werde natürlich. Mir Hai auf dieser Platz war ich noch nicht. Und ich muss so emerveilliert, ne? Ich gebe nicht so schnell die Fielste abklammen, aber ich fand das aber wunderschön und ich meine, das haben eben noch viel Leute gemerkt. Ich muss nicht so viel die Flieger holen oder Kilometer fahren. Sie haben auch hier regionalen
Gegend neu entdeckt. An Schmenge noch wie auch den Joe gesucht hat, dass sie sich auch bewusst gesehen, dass man Natur als Umgang mit der Natur an das alles liiert. Da ist Eisgesundheit, Gesundheit von der Natur, so ein bisschen die Idee auch, ich muss Natur respektieren, auch wegkommen eben von dem Massentourismus, den auch der Natur eben viel schürt. Der als Gring muss der dann just oppassen, wann der dann die Richtung auch will treiben und unterstützt, der aber nicht zu viel so immer zu gering, zu fanatistisch geht an ihrem geringe Wesen, dat dann zu viel Verbot da kommen, weil das ist darum kontraproduktiv. Wir sind hier auf einer Platz, die auch ein Naturschutzzone ist. An eiget Klammsport den ensche Si am Land, wo der exportiert, derf gin eiget Kanu gefu op derner Seite vum Rofkucke gesinn man Kanun op der Sauer fuhren, gët Mountainbike gefu gët gewandert, dat wat awer an Europa dann desideiert gët oder gefordert gët vun den Gringen. Dat geht awer an die Richtung vum eng totale Verbot, wo ech fährten dat vom iwwer Entwicklung vu Krisenschwzen schon han méi denkcht vu so geringen Verbotsmoosnamen, die kommen an die als dann vun engem Meer op der anderen infälsche Aktivitäten verbieten. Verbotsmoosnamen für der du Angst volle Orlo konkret. Radikal momentan gëtt Gesetzestexte vum Kanu vun op der Sauer iwwerschafft, dat werd net zum Positiven fir den Tourismus sinn, wann der analyséiert. Ja, dat sind Sachen, wo auch Ideen, neue Ideen, die gerade am Tourismus müssen alle neue Ideen kommen. Das haben wir nicht mit am Ausland. Da gibt ganz kreativ Ideen, wo die Leute dabei können schlafen in einem freien Himmel. Da gibt Sportaktivitäten, Seelbunden. Natürlich muss das mit dem Anklang mit der Natur stattfinden. Ich meine, auch als Bürgermeister will ich nicht ein Busch aufsehen, für hier in den Riesenrad hinzustellen. Et soll eng Attraktionun sinn, die heiner passt an die Marklang mat der Natur funktioniert. Dat déi engst Di immer hunn, wann en dann motivéiert die Junggas an. Och viel Partner rundrem sech huet die hagi fir mat zeien. Die allwellen an eng Richtung goe, wie doch am Meistern scho lange Jore führen als sinn. An op derner Seite ginn die Idee relativ schnellerem hai begruwen durch Reglementer an durch die Haltung, wo immer fährten, dat mat zeviel an eng an der geringe Fanatismus verfallen, wo totale Verbot könnt statt eng proaktiven Impuls, wo ich kind so machen dat aber so, dat het Natur kompatibel ist und dat dann noch den Tourismus Kafiro gedriven gehen noch Leid kommen oder vielleicht mehr Leid kommen. Das ist schon mal fertig. Nee, also ich denke effektiv, und du hast es genau gesagt, es geht am Anfang nicht darum, überall alles zu verboten, es geht just darum, am Gleichgewicht mit der Natur, das zumuten, was du auch packt. Du hast vorhin gesagt, es sind noch ganz viele Leute, die hier hinkommen und die dann haben viel Dreck, viel Knast. Du hast ja dann einfach Konsequenz, dass den die Leute seht, ma ja, hey, wann schläft du sie Sensibilisierung. Ich fand, was wir wollen machen, am Fall auch auf europäischem Niveau, dass die Leute losgehen, für neu zu entdecken, für neu auch ein bisschen hier Lebensgewohnheiten zu ändern, aber aufgrund von einer neuen Entdeckung, zum Beispiel nur sich neu entdecken. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Mehr regional Velospisten fördern. Alles, was Projektleader sind, was ja auch europäische Projekte sind, wo man lokal, regional Produkte entdecken, und auch Wehr oder auch Aktivitäten über Mobilität, Aktivmobilität, durch Wandern, Klammen, dass den so Projekte eben unterstützt. Aber es ist schon auch gar nicht gerne die, das nicht und Eisel oder Leute viel zu schreiben, welche Genre, wie sie sollen reisen oder nicht reisen oder das verbieten, das ist so eine Idee. Das ist so ein bisschen Sanucola la peau, aber ich fand das gar nicht das, was man meint. Da geht wirklich mehr drin, umzuspannen, loszugehen, neu zu entdecken, wie Verbotsmen anzuermöglichen. Ich gesehen, die Europäische Union auch eine Kraft, die kann Sachen ermöglichen, die heinst du über andere Budgeten eben nicht möglich sind. Den Möllerdahl Trail also durch europäisch Fördergelder an Lewegrouf gehen. Wir sind haut stolz an
jeder kann am Fong davon profitieren, kann nur not opmachen, ohne viele Reklam zu machen, kommen Leute hin, für Müllertal Trail zu wandern, und Müllertal Trail war für bis mehr wie 10 Jahre durch Liedergelder als Grundidee finanziert gehen, an das Hanno umgesetzt gehen, getaut nach all Jahren durch die Gemengen, die mit am ORT Müllertal sie finanziert. Und der Grundgedanken ist doch aus der EU kommen. Anders wie viele Projekte, die hier realisiert wurden, nur am Tourismus, natürlich mit Liedergelder umgegangen und lanciert gehen. Das wurde das mal gefallen. Ich meine, das muss man kurz erklären. Lieder, was heißt Lieder, war das die Konzept, war das die da hat? Ich denke, das Tilly, vielleicht Politikerin für das zu erklären und du dann den Betroffenen, den dann Terra Matgrut für das zu kontextualisieren. Lieder, das sind Projekte, die sind vorgesehen am Kader von der gemeinsamen Agrarpolitik, sogar ländliche Entwicklung, das fällt in der D-Pilier als Liederprojekte vorgesehen, und die sollen regional, lokal, Gegend fördern und auch Produkte von da fördern. Und ich muss so nicht die Liederprojekte nicht, die wird Europa Parlament kennengelernt, mehr konkret, weil ich eben dann noch ein Zeit bemächtigt war, und dann auch entdeckt habe, dass wir heute zu Lützeburg ganz flott Liederprojekte haben, wo auch wirklich auch den Tourismus gefördert wird, und auch Produkte, aber auch all die Trailen, aber das ist wirklich eine super Sache fand. Und das sind eben Projekte, ich sehe die nicht oft genug. So in Europa mischt ganz viel, aber wo steht irgendwo zu gut so und spricht darüber, dass man effektiv mehr muss kommunizieren, dass es Projekte gehen, die kann über die Europäische Union auch unterstützen lassen, und wir müssen nicht viel mehr accessibel mehr für die Leute. Ganz oft so mittlerer kleine Betriebe, auch am Kader vom InvestEU, vom sogenannten Juncker-Plan, aber wie kommen ich dann die suchen? Das heißt, der Weg zu finden, für die Unterstützungsprogramme zu kommen, das wo ich wirklich fand, dass man muss erfahren. Das hat ein Challenge, den du auch kennengelernt hast. Dass es schwer ist, um den einen oder anderen Dippen zu kommen. Nee, ich muss ihn informieren, und wissen, dass wir überall muss ich wissen, was von Hölle vergeht. Und dann ist da eine Verpflichtung von der Gemeinde oder von einem Bürgermeister für auf Souver zu gehen. Und wir haben so viele Organe, in der Zwischenzeit Scheier Müllertal, Naturpark, ORT Müllertal, und noch viel mehr, die auch dafür da sind, für einen zu sagen, wir können den Projekt laufen lassen und immer da fördern. Und laufen momentan ganz viele Projekte, die darauf strikt zu feiern sind, auch die Kreation von dem Gruppement von den regionalen Produzenten war auch so entstanden. Und getaut noch immer gefördert oder gedrohen, und hat sich etabliert und stärkt die Region mit den Leuten, die da aktiv sind. Und, das sind flotte Ideen, die muss ich natürlich wissen, mit so einem Tool zu schaffen, und das geht. Und da sind Gemeinden an der Pflicht, das dann zu vermitteln und Sachen, Ideen anzubauen. Tilly, du hast gerade nur sich angeschwärzt, wo hier kommen könnt Klientel, die Gäste vom Trailin Hotel. As sie nützlich oder as eng besser Ubindung innerhalb von Europa Apps wat für ihr relevant wie für nach besser accessibel zu sehen schon nicht direkt Zug ja, de Charlie die go kann leider richtig Touristen Magnet überblicken kann am Auto die Leute kommen schwierig. Die Leute an der Müllertal kommen einfach so, dass 90% von der Klientel kommen am Auto oder weil man will. Das sind aber Leute, die am Umkreis von 200-300 Kilometer majoritär wohnen. Und die fanden natürlich die Vorteile, dass ein Auto schnell parken und noch eine kurze Weekend hinkommen, dann noch vielleicht öfters am Jahr zurückkommen. Wir sind wenig aufhängig von einem Flughafen an der Region. Das positiv fand, weil gesehen wie schnell auch ein Flughafen kann ausgeschaltet gehen. Ein Auto geht noch nicht so schnell ausgeschaltet, solange Leute an die Verreise sind gegebenenfalls Grenzen abziehen, können Leute hinkommen. Wir haben an sich wenig Probleme am öffentlichen Verkehr, weil das angeht für einer zu reisen, weil die meisten wirklich mit dem Auto kommen. Und hier ist wirklich den Haupttourist in der Region Müllertal, als nicht den aus Indien kennt, sondern das den aus Deutschland, Belgien, Frankreich und immer mehr Deutschland kennt. Nördliche Länder. So, dass wir nicht auch kein Projekt
gesinn fir en App dran zu verbessern. Et ginn öffentliche Busser, die mir ganz gut am Tourismus momentan kënne verkäfe, wenn man dat nicht Land sinn menges fësse Weltäit die öffentliche Verkeierstransport erméigich tun. Dat ass natürlich fir eis als Hotelier nëmme vu 4 Deelen. Kann den Leute Busplan rausstrecken an se den heit as gratis notze lust Autostue vor an Staat gucken uni Stress oder geht eng Wandertour an kom op der halber Strecke am Busreck kachtech näicht. Dat fir alles och flott am Tourismus effektiven großen Tour. Ja, der viel für Nachhaltigkeit, wie gesagt, jetzt von der Corona-Krise geschwärmt, auch dass du ein bisschen Umdenken stattfand. Du hast auch gesagt, es gibt bei jedem Hotel eine Klientel von der Proximität, also die nicht aus Indien herkommen, mehr echt da Deutschland, Belgien, Holland, so echt da. Die das ja auch von einem Umdenken geschwärmt, das stattfand in der Krise. Wenn wir ein bisschen an die Glaskugel gucken, wird das Umdenken bleiwen wär de Lützebauer Mannerreaktionun hunn an der Vakanz direkt op Kot ze führen oder op Belsch Plage mir grad auch festgestellt, dass Tillivéier rëch die Pla zum Beispiel nach net kam hunn, dat Leiit auch hai am Land oder an einer Plaze vielleicht auch méi durch Corona, an dem Fall vielleicht ironischerweise entre Gime dank Corona méi Reflex hunn je egen Regionen kennen ze leieren as ich so lernen. Also ich bin vu Grund aus positive Mensch an ich gucke bei alles wat eng schwierig Phase gucken immer die positiv Momente rauszufischen an für mich bleibe ganz wie positiv Momente bei den letzten Main tanken. Dat ich das häufig Region, wann in die letzten Main guckt, wat op de soziale Medien lebt, auch von Lützebauer, die du op Instagram, Facebook, egal wo sie Bilder posten. Du hast ein extreme Peak kommen die letzte Jahr von Tausende von die letzte Monat von Tausende von Posts, wo Leute hier Regionen entdecken, wo du ein Kalktuffquell am Müllertal entdeckt wird, die ganz Jahr Wasser rausspeist, wo dann ein See lebt mit blauem Wasser, türkis blauem Wasser, oberteiden der Klottersider, also der Zwischenschlüff. Oder sos Schloss eng Burg ze befer, dats du gesé dat extrem boomt an der tolle da auch die Bilder, die zirkulieren, die ginn viral durch ganz Welt, die Hëlle von als aner Leiit op die Region opmerksam zu Männer hinnner zu kommen. Dat das für michch absolut positiv, dat das eng Reklam, die gratis war, die sich so entwickelt huet. Und dann fir Nachhaltigkeit so nicht die Leute, die Loheit Region entdecken, ob Lützebauer bei oder net. An der Scheinhai an das Nummer Scheinhai, ich meine dat bestätigt Hai da kommt darum. Da gibt es für mich keinen Grund nämlich rumzukommen an so dat ich do einfach den Trend, der geht nach wie vor weiter und ich denke noch, dass die Leute Lützebauer nicht, wie gesagt, die das ja für dich auf der Platz wären 100% denke rumkommen. Vorausgesagt, dass sie von den Hotel den op oder vorausgesagt, sie fahren noch etwas essen und zu trinken. Kannst du ran? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich just dazu so auf deiner Seite fand ich also effektiv wichtig, den Konsumenten, die Leute draußen, die Schäplätze zu weisen und noch zu sensibilisieren und so weiter. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine kohärente Politik, wenn wir von Green Deal schwätzen, von Nachhaltigkeit, von Klimazielen, weil das ist eine andere Krise, an der wir noch einmal dran sind, der Klimakrise, da muss ich auch mit öffentlichen Geldern die Projekte unterstützen, die auch der Natur und die erlauben, als Klimaziele zu erreichen und der Natur nicht schützen, und eben nicht den Massentourismus. Das heißt, wir brauchen auch eine kohärente, schon noch manchmal eine courageuse Politik für klare Sachen zu sagen. Es sind zum Beispiel der Meinung, es kann nicht sein, dass den Zug billig, schon immer große Diskussionen mit meiner Durchstadt darüber, ne? Wenn ich so hole den Zug, ne? Und da seht Mama, wenn ich den TGV holen, das kostet mich 3-mal so viel, ich bin mehr lange unterwegs, ich muss 2-mal umsteigen, wie wenn ich eben eine billige Fluggesellschaft holen. Also das sind, kann ich vorstellen, das Flottdiskussionen sind, die mir daheim haben. Aber das darf nicht sein. Am Anfang ist es eine Sauerei, dass an der Fliegerei, da ist kein TV-Tax, kein Kerosin-Tax. Das heißt, wo soll der Zug dann auch da kommen? Das heißt, wir müssen den Zug attraktiv machen oder auch Mobilität aktiv, alles was Mobilität das par rapport zu dem Flieger zu holen. Ne? Tilly, was mich noch interessieren, dass wie
welche Idee am EU-Parlament zu Booking.com, zu Airbnb. Mir als Hotel stehen extremen Druck, wenn ich für Booking schwätzen, weil die aber der größte Teil von unseren Buchungen zählen an. Da geht natürlich immer denkt, wie was geschieht, wenn sie von heute die Kommissionen extrem erheben, dann muss man alle gemacht sein. Wir kennen auch schwer, die kleinen Hotels an den kleinen ländlichen Regionen sind total aufhängig. An Airbnb ist ja an sich an einer Großzone das nicht geregelt, es gibt auch kein Taxen da bezahlt, es wird nicht versteuert, das wird an sich nicht richtig erfasst. Hast du etwas am Kommen und was schafft da drin in denen Sachen? Ja, also das sind noch mehr Gedanken, die sich auch am Kader vom Bandenmarkt überhaupt gemacht gehen. Aber natürlich stellen wir uns auch die Fragen, auch zum Beispiel die Arbeitskonditionen von den Leuten, ich weiß auch von über und so weiter. Das sind auch alle Gedanken, die wir uns machen, aber da ist fundamental steuert. Die Idee der Depart, zum Beispiel Airbnb, das war ja eine Idee, ich offriere einen Kummer, weil es an der Gegend keine Hotels gibt, also man denkt, Luftmatratze, so nicht viel Shishi, ne? Aber wie das Stunden exponentiellement entwickelt wird, dann effektiv, wo du dann kein Steuern, das ist auch Business, genau, Jonathan, daraus gemerkt gehen. Und ich fand, effektiv, da muss man klar Regeln machen, klar Gartfuhr machen. Es kann nicht sein, als Wirtschaft in der Europäischen Union lebt von den Mittel- und kleinen Betrieben, dass die da ausgeliefert sind und da braucht man klar Regeln. Ich habe gelesen, es sind auch schon verschiedene Städte, die so bei uns kein Airbnb, ich meine Amsterdam oder so weiter, die einfach das nicht mehr erleben, solange dann irgendwie entdeckt, den sie aber dann, wenn sie es machen, auf den Plattformen. Aber ich fand effektiv, Joey, du hast am Ende das richtig gesagt, muss ich Verschiedenes ermöglichen, aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar Regeln haben, und auch das Daylight, nicht, so ist die Konkurrenz totalement déloyal vis-à-vis von der Hotellerie und so weiter. Das heißt, Regeln, die für auch alle Menschen gelten. Das scheint mir doch ganz wichtig. Und das sind schon Gedanken, die wir als machen. Wir entwickeln noch, wir haben gefordert, dass die wirklich eine Tourismusstrategie möchte, eben nur der Post-Covid-19-Krise. Und das sind auch Gedanken, die du an die Strategie raflesen, nur an Kurzterm, aber auch an Moyen- und Langterm. Joey, so merci, dass du uns invitiert hast auf deinen Lieblingsplatz. Ich meine, das hast du ugekönne schon auf hier Fall bespart, wo man da könnten higoen mir festgestellt, dass Tilianisch die Platz biselo nach net kann hunn. Dat fehlt mir joch, dat eng neue Platz entdeckt huet. Ich mein, wir in allen zwei beschloss, dass man auf jeden Fall dann als private Gründe irgendwann werden rumkommen, viel zu tröppeln für die Region noch besser kennenzulernen. Vielmals merci für deine Invitation. An Tilly, vielmals merci, dass du dir Zeit geholt hast für unseren EU Blind Date. Gerne, merci. War so Booking.com, das ist eine Plattform, die ich etabliert über Jahre und sie ist absolut feiern du Marché an das ist leider so, dass bei 90% oder 90% von den Reservationen über Booking aufgewickelt gehen. Das auch ganz oft, wenn in den kleinen Betrieb hat, wo nicht 24 Stunden eine Rezeption besetzt, wo kann direkt real-time anfangen, dass im Stadtwald heute gefragt wird an dieser Zeit. Das hörst du auf Booking. Ja, Booking ist eine Buchung und du hast ein paar Minuten nicht Bestätigung. Ja. Das verlinkt mit einem, idealerweise mit einem Channel Manager, mit einem Buchungsprogramm am Hotel, so dass die Buchung rangeht, ohne dass den dritten oder zweiten dazwischen da muss intervenieren, kann dann dein System ran, du kriegst just eine E-Mail mit den ganzen Daten. Du hast eine gewisse Sicherheit durch Carte bancaire, wo du weißt, dass die Leute kommen oder im schlimmsten Fall kannst du deine Stornierungsgebühren aufbuchen. Das an sich an der Basis ein guten Tool. Aber muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel aufhängig davon ermischt. Und dann gegebenenfalls, weil sie eigentlich unzählige mit
mat der Kommissionen dann dat bringt der Matzech der totale Nachmittag gin an de muss méi froen. Wa mir do Regeln etablieren am mir so du kannst nimmen an der Europäische Union, wann ze die Regeln zum Beispiel net méi wie 12% Fries auch respektéiers, weil ich wies man net wo Booking.com sitzen der fan muss rausfinden. Also ich méi mat über Plattformworkers am Gang. Wir gin total viel. Sie setzen Apps op de Booking, wer theoretisch misst dat bëllecht Angebot sinn wat am Internet lebt, weil sos geht den Booking Probleme das awer gewusst van den Hotel direkt durief, das immer meine Kollegen as eng so ruft du kannst op Booking gucken, dats de besten Vergleichsportal den net gëtt. Du gesest auch ganz viel Bewertungen du die auch Sachen aussoen, aber kontaktiert den Hotel per Mail oder rufen an froh die best Offer an wann net gaat no eng komplett bescheuerte System fir, da mischt nur eng Offer die Ticketfle am méënsten ass fir Booking an huet fan de kann awer die ganzen Betrag fir secher muss neich doofgin hun den Service. Ja, aber das mich so wie mir effektiv mehr. Wir gehen auf Booking gucken und da ruft man aber direkt im Hotel und Kommodität von den Leuten, den einfachste Weg und wie gesagt doch, wenn in einer Wehr also schneller ein Hotel braucht, hat ihn direkt Bestätigung oft ein kleines Hotel. Bei uns ist es nur so, wenn ich dann oben mir im Erde eine E-Mail schicke, dann mir am Restaurant viel habe dann Mail auf 12 Uhr mit mir zu und gehen heim. Dann ass kind du den an der Nøch die E-Mail beantwort bis schmoes darum do sinn an dann egent wann die E-Mail beantworten bis du huet de Klier schon 2mal no gefrot am selveschen Owen oder an der Nøcht an schlimmste Fall se de Moes schon in einer Not gut kein Antwort. Das het verdoft oft Leiit net sie sinn op der Bookingschien Dr sie vergissen an sech de Mënsch als Hotelier han runn den er bis Zeit fir ze schaffen an der grad wann e vu klengen Betrieber haiern der Regionun schwätzt, wo ganz viel Familiebetrieber nach sinn. Du sitzt kind ganz nøcht fir Computer fir eng Klima eng Ulfro ze beantworten. Du muss den einfach bis geduld hunn schon am nächsten die Touristen die bis geduld well. Wann du an Vakanz gehst, hältst du auch Zeit für an Vakanz zu gehen. Du musst voraussetzen, du mal kein Congé, wenn du keine Geduld hast, da sollst du schaffen, wenn du findest an Vakanz, wenn du keine Geduld hast. Ja, genau. Mir Leute auf der Terrasse sitzen, die sagen dann, geht es schnell. Auch ein Tag von B braucht Zeit, wenn so mit frischen Zutaten gemacht wird. Also immer Leute, wenn er keine Geduld hat, müssen sie kein Fastfood haben. Muss ich dann das nicht frisch gemeint, wir einfach wir probieren, als alle zu verbessern, was regionale Produkte nur geht. Wir noch regionale Bier, da kann man sehen, dass wir die Bier nicht mehr haben. Weil den eben nicht nur könnt man brauen oder weil den eine neue Zucht gebraut hat, die just ein Essay war, wo nächste Woche schon nicht mehr hört und nicht mehr kann liefern. Dann ist es nicht für Rose zu sehen. Also oft dass Leute dann, schon kein Geduld an kein Verständnis. Die Leute die müssen sich da mal anstellen, ob so Plätze wie hier an Vakanz zu kommen, wo eben ein bisschen so entschleunigen, wo auch dann die Leute, die das schaffen, probieren das Beste zu gehen mit den Meiern, die sie haben, mit den regionalen und lokalen Produkten. Aber die sind nicht vom Fließband und die sind nicht Fastfood-like. Und das bringt immer mit sich, dass Leute auch Geduld mitbringen. Das sollen du bleiben. Ja, das ist ein anderes Sujet, das mir ganz um Herz liegt. Das ist eben die Idee, auch der Kontakt mit der ganzen Lebensmittelkette. Dass man eben nicht an dem System vom Fast Food, wo immer alles da ist, mit den Leuten auch im Kontakt kriegen. Wo kommen die erst vorhin her? Wie sind die produziert gehen? Wer das da überhaupt benutzt gehen? Ja, stimmt. Wenn wir jetzt noch aufdrehen, da sehen wir Angus-Beichten. Das ist Naturschutzfleisch, also Müllerdaler Fleisch. Dat ha auch vun de sämtliche Partner vermerket, dann op den Teller kënnt beim Tourist. Dat so werdech an der Region flott fannnen, geht den dann heimima de Klient spazeieren. Als zum Aufschluss können ha op de wunderschöne Point de vue an ku die Hof dann op gifletsinn op dowe se essen. Dat ass awer och eng flotze Summespiel, wann en do gesäit, dat die Beichten ganz jo debause steen, dat déi an enger gut Gehale ginn oder Natur an am Naturschutzen Gehale ginn, an dat ass no Flech wat Teller läit dann awer irgendwie etwas anderes ass, wie wann net als in enger Masseproduktioun kënnen, an nach Weide weh Matze springt, fir hinner kuchéiert ze ginn.
an wo vielleicht ja ob ich für Fleisch also oder nicht ich meine das ist ein anderes Thema mir essen alle gut viel zu viel Fleisch mir trotzdem also auch flott dass man an der Region so Beispiele hun Joe Niels, merci für deine Invitation. Tilly Merz, merci, dass du dir Zeit geholt hast für den EU Blind Date. Mal gerne, merci auch. So, du kannst weiter puttern, wenn wir das machen. Ich bin wieder, da wäre auch schon wieder.